Du Ei, das ist als Ansprache nur so mittelnett, aber er durfte das. Hans Süper, der größte Clown von Köln und das, was man eine Karnevalslegende nennt. Jetzt ist Hans Süper gestorben mit 86 Jahren. Der Mann, der praktisch immer zu zweit als Duett auf der Bühne stand, eben mit dem Ei und mit seiner Flitsch im Arm, seiner Mandoline. Und den Rest von allem erzählt er am besten selbst. Ich habe dieses Tag im Reisebüro einen Mann gesehen, der kam ganz wütend ins Reisebüro. Wieso? Ja und? Sagt er, ich möchte eine Kreuzfahrt anmelden. Ja. Bin 30 Jahre verheiratet. Ja. Sagt der Mann am Schalter, wollen Sie getrennte Betten? Aha. Nein, getrennte Schiffe. Wie ich geboren wurde, hat meine Mutter mich im Krankenhaus im Klösterchen in die Wiege gelegt, als Säugling. Und da kam der Vater von mir und wollte mich sehen. Da guckte er in die Liege rein und sagt, das ist ein Witz. Seitdem bin ich Komiker geworden, so einfach ist das. Ich bekomme vom Arbeitsamt Ja. Arbeitslosenunterstützung. Also du kriegst vom Arbeitsamt? Arbeitslosenunterstützung. Kannst du nicht sagen Arbeitslosenunterstützung? Nee, das kann ich nicht sagen. Dann kriegst du auch kein Geld. Mein Humor, den ich habe, den brauche ich, wenn ich morgens aufstehe. Ich kann ja gut aufstehen und morgens nicht. Also um 11 Uhr gehe ich, am Frühstück gehe ich bei uns in den Ort, nach Köln-Sülz. Da triffst du den und immer lustig drauf. Immer ein gutes Wort drauf haben. Da ist Leid, da ist Freude, ist alles da. Die Welt ist eine Bühne. Ich bin ein Kölscher Jung und jen lache. Ich bin auch sonst nicht schlecht. Nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen ist Köln Alaf. Hans Süper ist tot. Der Karnevalist war einer der Superstars auf Kölner Bühnen. So trauert Köln jetzt um seinen größten Clown. Unser erstes Thema in der nächsten halben Stunde. Und damit schönen guten Abend, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Nicht so schön war diese Nachricht, die uns am Wochenende erreicht hat. Nach schwerer Erkrankung ist Hans Süper im Alter von 86 Jahren verstorben. Auch in 50 Jahren wird man ihn noch kennen, sagen viele, die heute trauern und liebevoll an seine Auftritte erinnern. Ich würde sagen, wir duzen uns. Mein Name ist Hans Süper. Ich heiße Hans. Wie heißt ihr? Hast du dann diese Morgen schon in den Spiegel gelot? Ich kann mir erlauben, in den Spiegel zu gucken, du nicht. Ja, wieso dann nicht? Guck mal, wenn ich in den Spiegel gucke, das ist Einzelkeit. Aha. Wenn du reinguckst, ist Tapferkeit, das ist der Unterschied. Für dich bin ich jetzt der Herr Zimmermann und geh Eimi. Ist dir das jetzt klar? Nimm mir ein. Nee. Okay, Mami. Nee, ja, kein Mami. Das letzte große Interview mit Hans Süper haben die Roten Funken für eine ihrer Festveranstaltungen gedreht. Präsident Heinz-Günther Hunold sieht die Sequenz noch einmal bei uns im Schneideraum. Süper ist da schon sehr krank, spricht offen über sein Leben. Landverschickung, Scheidungen. Mein Vater am Krieg, meine Mutter gemagert, haben wir zu essen hatten. Das sind so viele Sachen, ne, und viele Menschen nichts zu essen hatten. Da ist Corona, ich meine, ist auch nicht gerade gut, aber der Krieg war schlimmer. Früher auf der Bühne, so Ende der 70er Jahre, da war der eigentlich so, das war so, der verkörperte den einfachen Mann und der dem Bildungsbürger mal so richtig einen erklärt, wie einfach und wie lustig der Witz sein kann. Und alles fiel um und hat sich die Bäuche gehalten. Das war ein geniales Talent. Yoga, das sind Lockerungsübungen. Was ist das dann? Das ist in einem Eimer Wasser, Ja. die Füßerin Ja. und der Finger in der Steckdose. Ludwig Sebus und Hans Süper waren 70 Jahre lang eng befreundet. Er sagte sich immer, wenn du dich heute freuen kannst, sollst du nicht bis morgen warten. Und die Freude hat er immer vermittelt. Das war sein Lebensziel, den Menschen die Freude, die er selber empfand, überzutragen und auch wieder zu kassieren. Deshalb ist er nicht nur auf der Bühne, auch im ganzen Viertel immer unterwegs gewesen. Alles da, wo Menschen waren, war auch seine Bühne. Wir sind echte Kölsche und wir trinken Wasser gedäuf. Wir lachen immer jen und wieder ja nicht müd. In Köln ist es nicht nur laut,
Der Dom ist auch bald so gebaut. Kommen Touristen an der Ring, die kommen zu mir, ich sprengen sie hin. Der ewig geniale Musiker, der manchmal, wenn er ein Lied intoniert hat, da war mir nie so klar, ist das jemals geschrieben worden, dieses Lied? So hat er einfach jetzt sich seiner Musikalität hingegeben. Denn wenn du eines Tages vorm Himmelsböttchen stehst, dann sagt dem Petrus heimlich, still und leis: Und anlässlich des Todes von Hans Süper hat der WDR heute Abend sein Programm geändert. Um 22:15 Uhr läuft die Dokumentation Super, Süper. Natürlich mit den besten Liedern und Witzen der Karnevalslegende.